Ei, guten Tag, ihr Leid. Sorry, dass ich euch jetzt einfach so hinschmeiß. Muss aber Sinn. Ich versuche mal wieder auf, also nicht auf. Sorry, wegbleibe. Zum Warpkern zu kommen. Das wäre dann quasi hier, ne? Blöde Bösen. Gibt's noch welche? Okay, was gibt's da oben? Ah ja, Blödsinn gibt's da. Oh, hopp. So. Die Theorie besagt, die Theorie, auf die ich Scheiß gibt, weil sie nämlich totaler Kack ist, wie so vieles an diesem Spiel. Sag mal, wo ist denn die Trick? Die ist noch gar nicht da, oder was? Ja, die ist noch nicht da. Ja, dass ich mich in deine kaputte und hinstellen muss. Und dann kommt dort der Planet und dann gucke ich, und dann wäre ich dann hingezogen. Das Problem ist aber, dass es nicht funktioniert. Das habe ich jetzt schon, was wär's dann nicht, 3-mal probiert. Kann am Licht da machen. 3-mal probiert und es ist alles scheiße irgendwie. Ja, weil ich immer ohne hängen bleib. So an dem Ding da. Flip. So bleibe ich dann hängen, weißt du? Ja, geil. Habe ich Bock drauf. Ja. Kann ich mich aber nicht da hinstellen? Kriegt er mich doch auch nicht. Ja, die haben halt. Das ist, ich da vielleicht nicht so weit hingehe oder so. Was ich da waren letztens noch Kakteen gestanden. Ich wollte da nicht weggehen. Stehen schon wieder, weißt du? Blöde Dinger. Oder ihr bekommt da gleich. So, ich muss dann da hin und da drauf, aber kann ich das nicht klein machen? Ich habe keine Ahnung, ey. Das ist doch aber alles scheiße hier. So, wenn er ungefähr mittig ist, oder wie haben sie gesagt? Ja, ich habe das jetzt schon 100 Mal probiert und alles Kacke hier. Alles Kacke hier. Ist er ungefähr mittig? Ah ja. Okay, ich hab's geschnallt. Ich muss wirklich aufs Warp-Pad drauf und nicht hochgezogen werden. Aller gut, hat ja funktioniert. So, wir ein bisschen sitzen. Vor 8 Minuten und 0 Sekunden Daten von früheren Zyklen erhalten. So. Masken erhalten von Sondennachführungsmodul. Gedächtnisstatue der Untiefen der Riesen. Holzkamin-Gedächtnisstatue. Ja, so. Noch 14 Minuten bis zur Zyklusübertragung. So, was ist mir irgendwie gerade mal... Was ist das hier? Nix ist das hier. Blöde Maske. Ich schlaf mal ein bisschen. Da gibt es viel zu lesen. So leist man übrigens nicht. Habe ich mich gerade verguckt. So leist man. Heute haben wir die Ausgrabung der Zwillingsasche abgeschlossen. Hier an diesem Ort, den wir freigelegt haben, werden wir unser bisherig anspruchsvollstes Projekt durchführen. Das Projekt Zwillingsasche, das die Macht hat, Informationen in die Vergangenheit zu senden. Also. Wir haben außerdem die Umsiedlung aller unterirdischen Pflanzen, die uns beim Graben begegnet sind, abgeschlossen. So. Wir müssen darauf achten, wie erheblich wir die Umwelt hier verändern. So. Wie weit wir seit unseren Experimenten am Hochenergielabor schon gekommen sind. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Ramis Hypothese richtig war. So. Ja, ich muss wäre so zu sagen, ich weiß. Ja, Poke hat uns gerade den Warpkern für den letzten Turm von der Schwarzlochschmiede geschickt. Nun kann die Zwillingsasche mit den Untiefen der Riesen verbunden werden, wo Cassava mit Avens daran arbeitet, die Sondenorbitalkanone herzustellen und wo Phlox die Gedächtnisstatuen modelliert. Hypothese: Es war kein Zufall, dass der Kern unseres Warpturms der letzte war, der geschmiedet wurde. Ja. Hypothese: die Kerne hätten schneller geschmiedet werden können, wenn Cassava meine Arbeit weniger häufig unterbrochen hätte, um nach Neuigkeiten zu fragen. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt alle über die Zwillingsasche verbunden sind und auch, dass ich nicht mehr benötigt werde, um zwischen euren Meinungsverschiedenheiten zu vermitteln. Und gibt es auf der anderen Seite auch was zu lesen? Nee. Sorry. Ich bin gerade verschrocken. Unsere Freunde bei den Untiefen der Riesen haben heute die Sondenorbitalkanone getestet. Mallow.
teilte mir mit, dass sich die Kanone gut macht und dass abends für mehr Schussleistung plädiert. Wenn jemand die maximale Leistung aus Geräten herauskitzeln kann, dann abends. Ja, aber wenn jemand ein Gerät explodieren lassen kann, dann wahrscheinlich auch abends. Ich lese das jetzt einfach Deutsch. Vielleicht sollte ich bei der Besatzung der Sondenorbitalkanone aus Sicherheitsgründen mal vorbeischauen. Da ist noch was zu lesen. Würde es helfen, ihn abends daran zu erinnern, dass Mello, seine Geliebte, eine der Nomai in der Nähe der Kanone sein wird? Oder ist Mello selbst Teil des Problems? Flox und das haben die Gedächtnisstatuen heute fertiggestellt. Sie sind wahrscheinlich beeindruckend. Wahrscheinlich. Sollte das Projekt, die Musik nervt vielleicht, sollte das Projekt Zwillingsasche erfolgreich sein oder für den Fall eines Fehlschlags, aktivieren sich die Gedächtnisstatuen und ermöglichen es uns, mehr Daten zu erfassen, bevor wir das Projekt stilllegen. Pi und blablabla haben fleißig an der Sonnenstation gearbeitet und jetzt ist sie endlich fertig. Wenn alles wie geplant abläuft, wird dieser Aufbau die Explosion der Sonne auslösen, die wiederum die Energie liefert, die das Projekt Zwillingsasche benötigt. Ich bin beeindruckt von ihrer mentalen Standhaftigkeit. Dies war in mehr als nur einer Hinsicht die schwierigste Aufgabe des Projekts. Jesus, nee. Ich schreibe doch ein Buch. Wir sind fast bereit, das Projekt Zwillingsasche zu aktivieren. Ich lese natürlich von hinten nach vorne. Geil. Folgendes wird geschehen. Zuerst wird die Sonnenstation den Befehl erhalten, auf die Sonne zu schießen und sie explodieren zu lassen. Mit der Energie der resultierenden Supernova wird das Projekt Zwillingsasche der Sondenorbitalkanone 22 Minuten zurück in der Vergangenheit den Befehl zum Feuern senden. Genau 22 Minuten, das ist genauso lang wie Loop geht. Genau 22 Minuten nachdem diese Befehle empfangen wurden, wird die Sonnenstation erneut die Supernova auslösen, um die Sondendaten von diesem Kanonenabschuss zurück in die Vergangenheit zu senden. Insgesamt wird jeder Zyklus, der vom Projekt Zwillingsasche erstellt wird, genau 22 Minuten andauern. Wir können diesen Zyklus nach Belieben beenden. Sagst du. Diese Zeilen sind nicht leicht zu schreiben. Die Sonnenstation funktioniert nicht. Nehmen wir an, wir gestalten die Sonnenstation neu. Um Energie in dieser Größenordnung zu erzeugen, ist eine Supernova immer noch unsere einzig realisierbare Option. Ja, ich lese von hinten und vorne. Ich glaube immer noch, dass wir einen Weg finden können, eine Supernova zu erschaffen. Meine Freundin gibt die Hoffnung nicht auf. Ich lese das Note her alles noch einmal im Schiffslog in richtiger Reihenfolge. Dies ist leichter gesagt als umgesetzt. Wenn dir das lieber ist, kannst du auch warten, bis die Sonne auf ihrer natürlichen Zeitlinie explodiert. Aber dann musst du einen Weg finden, unseren Alterungsprozess zu stoppen. Jedoch waren wir näher dran als jemals zuvor. Das Projekt Zwillingsasche ist theoretisch fehlerfrei. Wir konnten es nur nicht mit genug Energie versorgen. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Vorerst unterbrechen wir unsere Forschung, eine Supernova zu erschaffen. Ein neuer Komet ist in diesem Sonnensystem angekommen. Wir sind bestrebt, ihn zu erforschen. Es ist schon sehr lange her, seit wir das letzte Mal etwas Neues entdeckt haben. Daher freuen wir uns, diesen Kometen willkommen zu heißen. Man stelle sich nur vor, welches Wissen dort Gedingsbums gesammelt werden kann. So, was haben wir dann hier Feines? Praktiker Krater Projektionsstein. Hau mal hin. Nu? Ich bringe gute Neuigkeiten, Jaro. Der fortschrittliche Warpcan hat endlich in der zentralen Kammer von kann endlich in der zentralen Kammer von Zwillingsasche installiert werden. Ich bin bereits ganz aufgeregt, Liebling. Alle, die hier im Projekt Zwillingsasche arbeiten, sind schon voller Vorfreude darauf. Ist ganz außer sich vor Glück. Nein, kann er nicht. Was? Ist alles in Ordnung mit der Schmiede? Achso, kann nicht geschmiedet werden. Die Stabilität des Kerns könnte immer noch weiter optimiert werden. Ich brauche mehr Zeit. Ignoriere sie einfach, Jero. Der Kern ist fertig. Sollte dir meine Schwester etwas anderes sagen, dann machen wir sie auch gleich fertig. Alter. Keine Sorge, Liebling. Bocke ist nur aufgeregt. Der Kern ist außergewöhnlich und ihre Entwicklungsarbeit ist wundervoll clever. Hopp. Weg. Was haben wir dann hier? Holzkamin. So. Hab Dank für die letzte Lieferung, Ueno. Damit sollten wir alle Materialien haben, die wir für das Projekt Zwillingsasche benötigen. Sobald wir mit der Hülle fertig sind, die die zentrale Kammer versiegelt, werden wir sicherstellen, dass es keine physischen Öffnungen mehr gibt. Rami und ich werden das Innere und das Äußere und dann das Äußere auf Risse untersuchen, unsere letzte Sicherheitsprüfung. Das sind aufregende Nachrichten. Kann ich mit einem zusätzlichen Satz Augen bei der Überprüfung helfen? Konkret ausgedrückt mit meinen Augen. Sobald meine Arbeit hier vollendet ist, würde ich unheimlich gern helfen.
Wir wären dir dankbar, wenn du das tun würdest. Je mehr Augen nachsehen, desto eher finden wir auch die kleinsten Fehler und Undichtigkeiten in der Schutzhülle des Projekts Zwillingsasche, die eine Katastrophe verursachen könnte. Was ist noch? Naja. Okay, das ist viel Gelaber jetzt. Ja, komm. Machen wir heute Laber voll. Wir gucken uns aber nachher noch den Warpkern an. Dann nehmen wir uns dann klauen müssen und planen dann schon den Weg sozusagen. Ich habe die Masken innerhalb des Projekts Zwillingsasche angebracht, Flox. Sie sehen wundervoll aus, obwohl ich das Gefühl habe, beobachtet zu werden. Jojo, es geht schon wieder los. Es ist beruhigend zu wissen, dass sich diese Statuen nicht verknüpfen werden, solange das Projekt nicht erfolgreich abgeschlossen ist. Andernfalls wäre das Erlebnis kaum auszuhalten. Idealerweise werden sie nur aktiviert werden, wenn das Projekt Erfolg hat. Nur zur Sicherheit werden die Statuen aber auch im Falle einer Fehlfunktion aktiviert. Jo, warum? Sollte irgendetwas schiefgehen beim Projekt Zwillingsasche, sorgen die Statuen und die Masken dafür, dass wir es erkennen und versetzen uns so in die Lage, die Probleme zu beheben. Andernfalls besteht die Möglichkeit, dass wir Probleme gar nicht bemerken. Das haben wir alles schon gelesen. Also so, nicht genau so, aber ähnlich. Ja, da habe ich noch gar nicht gedacht. Also grundsätzlich haben wir das so schon gelesen. Sah der da, oh, da gibt's was zu spielen. Ich falle jetzt doch nicht ins Loch, oder? So, was ist das? Künstliche Schwerkraftkontrolle. Komm mal her, du. Ah. Ach so. Nee, das soll ich doch schon hochgehen. Jetzt, komm her. Komm. Ganz hoch. Ganz hoch. Da ist er. So, jetzt pass auf. Ich muss mich orientieren. Wo zur Hölle bin ich? Komplett falsch bin ich. So. Was ist da unten? Ah, da war ich, gell? Ach, alter Schwede, ist das ein Kack. Ja. Versuch, wir machen das einfach so. Ich fliege direkt hin. Immer wenn ich traurig bin, boing, zieh dich mich zur Schwerkraft hin. Guck mal her. Kommst du? Das war falsch. Kommst du? Ah. Zack. So. Oh, da ist noch was zu lesen. Fliege ich mal hin. Bumm. Ja. Ab runter. Ach so. Das war das, was wir mal gelesen haben. Ab, du Kack. Ding. Naja. So, also, dann müssen wir denn... Haben wir das doch schon gelesen? Ich glaub nicht mehr. So. Vorsicht, du bist dabei, auf den Kern zuzugreifen, während das Projekt Zwillingsasche aktiv ist. Das Entfernen des Kerns deaktiviert das Projekt Zwillingsasche. So. Okay, jetzt müssen wir... Ach, das da unten ist das Warp-Ding. Guck mal, du. Wir machen mit mir Ive schon mal, ne? So, stellen wir uns vor, mir hätte der Kern. Lass mal Johann. Lass Warp-Kern fallen. Och, nö. Schon in Ordnung, wie es ist. Oh, shit. Na komm, ich bleib lieber da unten drunter. Da dürfte mir eigentlich nichts passieren. Ich gehe aber davon aus, dass gleich unser Zeit rum ist. Ich weiß es aber auch nicht. Und wann, dann packen wir es eh nicht. Wir haben jetzt so viel Zeit verbrungen. Ist das schon die Musik? Das Gefährt. Wo ist mein Raumschiff? Shit! Siehste? Da geht's nämlich schon los. Ja, guck. Wo geht's nämlich schon los? Wo ist eigentlich mein Raumschiff? Ich sehe hier nur mein Gefährt. Schiff. Ah. Ja, dann habe ich es wohl nicht genug weggefahren gehabt. Okay. Interessant zu wissen. Ich hätte es wohl besser... Sag mal her, wo hätte man das Parken kennen? Da oben. Wo hätte man das Parken kennen? An einem Pol. Okay, wir müssen es an einem Pol parken. Ich würde so gerne zu meinem Raumschiffchen gehen. Bleib stehen. Komm, ich renne mich in den Boden. Jetzt zieht er mich doch genug, oder? Sollte er zumindest. So. Schiff. Aha. Aber ja. Schön in Ordnung. Macht mir gar nichts. Ich bin nämlich ein Guterle. Ich lasse deine Warpkern nicht fallen.
22, ach, das ist Gefährt. Mann, ich will doch zu meinem Schiff. Was ist denn das jetzt für Musik? Heißt das jetzt, dass jetzt die Supernova kommt oder nicht? Oder ich verstehe es gerade selber nicht. Mit riesigen Schritten gehen wir... Oh, fuck. Hallöchen. Ich muss hier ganz schnell weg. Weil da nämlich gerade ein Planet kommt, der mich insaugen will. So. Also, es ist immer noch Übung, ne? Ich meine, wenn man das jetzt hinkriegt, ist das natürlich geil, aber glaube ich halt eher nicht. Also, wir haben jetzt den Warpkern, wo auch immer wir den haben, also wir müssen uns einfach mit ihm gehen. Aber, ja, das dürfte eigentlich nicht zu schaffen sein, ne? Wir müssen jetzt dann den Warpkern, da halt hinbringen, in das Gefährt, wo wir jetzt halt gerade hinfliehen. Und dann müssen wir das Ding aktivieren und sowas. Das packt man alles nicht mehr. Aber wir haben aber viel zu viel Zeit verbrungen mit Lesen. Aber grundsätzlich... Guck mal hier, kann ich schon noch ein bisschen... Jetzt hat er ausgeschaltet, der Döner. Ich will doch da hin. Ordentlich Speed. Ja, und wenn Sie mal, wenn jetzt die blöde Musik weggehen wird, das wäre schon sehr saupraktisch. Fehler, doppeltes Signal, Gefährt. Ich glaube, ich muss zum Rot, oder? Ich weiß nicht. Oh, das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Wir gehen mal einfach dort zum Rode. Sehen wir dann, ob es stimmt oder nicht. Welche Speed gebe. Hallöchen, das ist zumindest schon mal Fusch. Ah, bin ich erschrocken, hey. Ja, ich hab zu viel Speed gegeben. Yes, ne, bin ich erschrocken. Verdammte Scheiße. Okay. Ach, ich bin gestorben. Hä? Moment, steht es immer da? Was? Wie jetzt? Ach, weil man mit dem Warpkern im Gepäck stirbt oder was? Und dann kriege ich ja Abspann. Ja, das ist immer interessant, ne? Kann man das auch abbrechen? Das interessiert mich nämlich nicht. So. Vorherigen Spielstand laden. Och nö. Das heißt, dass das ganze Gelesene, was wir Wahl gehabt haben, ist jetzt auch nicht mehr da, oder was? Moment, ich guck. Na komm, hopp. Fahr mich doch auf. So. Ja, ja, da heult er. Renne mit. Projekt Zwillingsasche. Doch, da steht irgendwie ein Haufen Scheiß. Okay. Das ist so super. Ah, jetzt hat... Eine ausgehöhlte Kammer im Inneren von Zwillingsasche. Die Energiekabel von der Oberfläche werden an einem Schutzgehäuse in der Mitte des Planeten angeschlossen. Es gibt Monolithen mit angeschlossenen Nomai-Masken. 3 der Masken empfangen aktiv Daten vom Sondennachführungsmodul, die Untiefen der Riesen- und Holzkamin. Das Projekt Zwillingsasche wurde entwickelt, um die Energie einer Supernova ausgelöst durch die Sonnenstation zu nutzen, um Sondendaten von der Sondenorbitalkanone 22 Minuten in die Vergangenheit zu senden. Die Sonnenstation funktionierte nicht. Obwohl das Projekt Zwillingsasche theoretisch fehlerfrei war, konnten die Nomais nicht mit genug Energie versorgen. In der Schutzhülle in der Mitte des Planeten befindet sich ein fortschrittlicher Warp-Kern. Das Entfernen des Kerns deaktiviert das Projekt Zwillingsasche. Ja, ja. Was ist denn das da oben eigentlich? Wieso haben wir dann da? Ja, brauchen wir bestimmt nicht. Was ist das? Startmodul. Ja und? Mir doch egal. Ja, hopp. Sollen wir das Ganze nochmal probieren? Zeitlich gesehen langt das locker. Guck mal hier. Also, wir starten. Ich bin schlau. Ich weiß nämlich, dass da hinten nämlich der ist. Bei der Musik, ne? So schlau bin ich. Zwillingsasche und gib ihm.
So, also haben wir das hier gekriegt. Ich muss also einfach weiter rinlaufen, dass ich nicht hochgezogen werde von dem Ding, sondern auf der blöde Warpstation stehe. Und ich tue am besten an dem Pool halten. Ich tue am besten jetzt halte schon. Guck mal her. Hopp, jetzt. Ey, sag mal, will ich mich veräppeln? Was ist mit dem A-Knopf da? Da, wo du als steht, gedrückt halten, um Geschwindigkeit anzupassen. Geht doch. So, jetzt hat. Ja, ich lasse die jetzt mal ein bisschen da drum rumfahren. Weil im Moment ist er noch überhaupt kein... Ja, ist gut. Im Moment tut er noch überhaupt nichts insaugen. Oh, ich soll vielleicht da weggehen. Das saugt der mich nämlich in. Das wollen wir ja gar nicht. Hopp, machen wir der Staubsauger an, Kollege. Was ist denn los? Hast du keine Bock heute oder was? Der will nicht. Bam, 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 bam. Was ist los? Staubsauger kaputt. Guck. Ja. Ich passe mich immer wieder. Na. Also, wenn du da die Staubsauger nicht anmachst, kann man dir aber auch nicht helfen, ne? Menü nur. Ah ja, jetzt hat, guck. Jetzt geht er los. Geht er los. Ich kann ja schon mal gucken. Aber ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis man das Ding findet, wo wir eigentlich suchen, ne? So, der Avenger-Turm, sag ich mal. Und diesmal tue ich halt an dem Pol. Vom Planet an dem Pol. Oh, das ist schon. Mein Raumschiff parke. Dass das ein wenig weiter weg ist, weißt du? Ich meine, eigentlich haben wir das ja aber auch recht gut hingekriegt, finde ich, ne? So. Sagen Bescheid, wann er was sehen. Spitzwitz. Ich krieg mich nicht mehr hin. Ohne ist was, oder? Weiß nicht. Da. Da müssen wir hin. Auerle. Okay. Pass auf. Ich versuche jetzt dort zu landen. Im besten Fall gescheit. Du bleibst stehen, du bleibst stehen. Genau so. Okay, alles klar, wir stehen. Sehr gut. Natürlich tun wir das jetzt gleich reparieren. Oh. Ja. Vielleicht. Aber nur vielleicht. Hab ich vergessen, Richtung anzuziehen. Mal wieder. Aber hey, ich habe immerhin was dabei reparieren gekannt. Ah, nicht schlecht, oder? So. Machen wir das jetzt halt noch einmal. Aber merkt man irgendwie, dass ich das Spiel endlich zu Ende bringen will. Hey, ich will es einfach nur hinter mich kriegen. Ich will was Gescheites spielen. Irgendein gutes Spiel, das wäre was. Was richtig Gutes. So, hopp. So, ich bin sowieso wieder mal viel zu schnell, hey. Ach. Ja, ich kann mir das so ein bisschen langsamer machen. Junge, ich hab nicht wirklich vor, du... Alter! Was ist denn das jetzt für eine Scheiße hier? Wieso hat der, also der, weil er noch nicht abgebremst hat, der Dödel? Also ich Dödel, komm her, mach mal es einfach so. So, guck. Beschleunigung Richtung Ziel. Was willst du jetzt noch beschleunigen? Ah ja, jetzt bremst er ab. Okay, alles klar. Weiter abbremsen. Autopilot unterbrochen. Geschwindigkeit angebracht. So. Aber hat doch aber gut geklappt, oder? Astrein im Pol gehalten. Ich sag mal, wo muss ich denn da? Das ist eine Scheiße. So, komm. Ach, es ist halt einfach. Jetzt hat er seinen Staubsauger noch nicht. Ah, immer noch nicht.
Ich weiß gar nicht, ich hätte einfach eine Weile Pause machen können, weißt du? Wäre auch kein Problem gewesen. Jetzt hat nur 22 Minuten gegeben. Wir haben ja ordentlich was erlebt. Ja. So, wie sieht's denn aus im Staubsauger? Schalalalala, Bier und ein Apfelkorn. Schalalalala, Bier und ein Apfelkorn. Schalalalala, Bier und ein Apfelkorn. Wieso wäre ich eigentlich irgendwo hingezogen gerade? Und da ist der komische Kackplanet. Der komische Mond. Da ist er nicht mit, guck. Jetzt ist er weg. Kommt auch nicht mehr wieder. Oder ist er noch? Die Sau. So, jetzt fliegen wir wieder so im Kreis und das Ding dort drumherum. Gucken wir mal, ob es irgendwo schon was zu gucken gibt. Also was zu gucken gibt im Sinne von, ob das Ding da ist. Da ist mir gerade saumäßig nur an das Zoom, das gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht. Da ist er. Ich finde nicht, dass ich das gut geparkt habe. Ich wüsste nicht, was man hätte besser machen. Geil, hey. So, diesmal habe ich schon aber A. So, wo sind wir dann? Die Scheibe war, glaube ich, noch kaputt, gell? Ja, ich glaube, das war's. Guck mal, wir haben noch ein bisschen Zeit. Gucken wir. Alles in Ordnung soweit. So, und der war theoretisch hinter uns, ne? Wo ist vor uns? Nee. Moment. Wo sind doch vorne und hinten? Hallo? Achso, da ist vorne. Und dann ist da hinten. Alter, hab ich wirklich überall geparkt, ne? So. Ups. Falls renne ich dem da einfach hinterher. Schnell so finden muss. Ist hier noch irgendwas? Ich sehe nix. Ich sehe nix. Was renne ich dem hin? Das ist so sinnlos. Ja. Gut, wer schneller ist, ne? Da muss ich hin. Auerle. So, bin noch ein wenig free. Macht aber nichts. So. Also. Da muss ich hin. Genau da. So. Ja, nicht auch hier. Gucken wir uns gleich mal um. Mein Schiff ist, ja, wenn ich dann rausgehe, irgendwo 190 Meter ist es nicht so wirklich weit, das passt schon. So. Gibt es da irgendwo Sauerstoff? Fällt mir gerade in. Vielleicht nicht schlecht gewesen, ne? Naja. Sogar richtig gute Idee gewesen. Wäre doch jetzt nicht ultra ab. Zieh die Glatze hin. Ja, also noch einmal, warum das die ganze Zeit bei mir wohl nicht geklappt hat, war, man muss mit den Füßen auf dem Boden stehen, auf dem Warp-Pad. Sprich, man tut die Düse machen, die dich auf den Boden drücke und dann läuft man da nieder. Könnte ich mir so vorstellen, dass das der Grund war. So.
Mann, 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 das ist auch schon mal schneller gegangen. So. Ei, wie ist das schön. Guck mal, 30 Minuten sind rum. Gucken wir mal. Ich könnte aber jetzt hier schöner Cut machen und könnte sagen, aller dann ihr Leid. Tschüss. Bis morgen, wo wir dann so weitermachen. Tschüss.